It's not the big that eats the small, it's the fast that eats the slow. Wir alle kennen das Zitat von Jason Jennings. Und wir alle wissen, dass das mittlerweile für die meisten Branchen zutrifft. Viele Führungskräfte kämpfen heute damit, dass sie ihre Organisation möglichst schnell an veränderte Umweltbedingungen anpassen können. Das Zauberwort dazu heisst agil. Und Agilität bedeutet, sich auf einen jeweilig verändernden Kontext möglichst schnell einstellen. Das Zauberwort hierzu heisst agil. Agilität bedeutet, schneller sich auf einen veränderten Kontext einstellen und zu reagieren. Für Unternehmen bedeutet das, sich schneller, flexibler und näher am Kunden zu bewegen und auf seine veränderten Bedürfnisse entsprechend zu reagieren. Dafür braucht es etwas, das man als agile Transformation bezeichnen kann. Das bedeutet eine Veränderung von der Organisationsstruktur, von den Prozessen, von den Arbeitsabläufen, vom Know-how, das im Unternehmen vorhanden ist, aber auch letztendlich von der Unternehmenskultur. Es sind 6 Elemente bzw. 6 Ziele, die man im Unternehmen vorantreiben will, damit es flexibler und agiler wird. Das erste ist, die Entscheidkompetenz nach oben zu delegieren, auf Stufe der Mitarbeiter, dass sie mehr selbstständige Entscheidungen treffen können, sogenanntes Empowerment. Das zweite Element ist, Kommunikation intern stärken, mehr Transparenz zu haben und auch gleichzeitig sich besser zu vernetzen, innerhalb des Unternehmens wie auch gegen aussen. Das dritte Element ist das Abschaffen von hierarchischen Ebenen, so dass der Mitarbeiter mehr Entscheid- und Selbstkompetenz hat. Das vierte Element ist die Flexibilität zu fördern, beispielsweise durch kürzere Planungszyklen und durch den Einsatz von agilen Methoden. Das fünfte Element ist gezielt an der Organisationsstruktur zu arbeiten, dass auf Kriterien wie hohe Transparenz, Offenheit und Wertschätzung ein grosser Wert gelegt wird. Und notabene das 6. und das letzte Element ist die Stärkung der Innovationsfähigkeit im Unternehmen. Sicherstellen, dass, wenn von unten nach oben Ideen kommen, dass die entsprechend aufgenommen und weitergetragen werden. Um die 6 Punkte erfolgreicher in einer Organisation umzusetzen, habe ich dafür Methoden entwickelt und die bei verschiedenen Klienten erprobt. Ich nenne das visionsgeführte Organisation. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann kontaktiert mich oder ruft mir an.